Guten Tag. Da sind wir wieder. Ich mache schön die blaue Tür zu. Jetzt gucken wir uns hier unten mal ein bisschen um. Zuallererst will ich gucken, ob hier irgendeine Tür auf ist. Ist da überhaupt eine Tür? Ja. Okay. Ich mache erstmal alle Türen auf. Ich weiß natürlich nicht, wo wir hin müssen. Ja, doch schon mal nicht. Da ist eine Fackel. Eine Fackel, die machen wir auf alle Fälle mal an. So, bevor wir uns verlaufen. Ich schlafe jetzt aber da hinten hoch. Wir kommen ja frisch da unten aus dem Keller. Da sind wir ja mit dem Aufzug runtergefahren, der letzte Folge. Das Fenster. Das sind wieder dunkle Türen. Verschlossen. Verschlossen. Okay, dann geht's da vorne weiter. Da sind wir dann mit dem Aufzug runtergefahren. Das war alles zu. Ich wollte eigentlich nur oben auf den Dachboden eigentlich, aber das ging nicht. Dann sind wir runter in den Keller. Moment, habe ich das richtig gesehen, dass da hinten jetzt Bretter vom Fenster sind? Das ist mir früh gefallen. Ich lasse die Tiere auf. Ja, ich weiß, es widerstrebt mir selbst, Tiere aufzulassen. Aber als Orientierung, weißt du? Weil das Haus ist halt... Das ist schlimm. So, jetzt hat Bretter hier. Das war in irgendeiner Folge, sind wir da hingegangen. Ich glaube, das war ziemlich am Anfang noch, wo wir Kerze gesucht haben. Und dann haben wir das Fenster kaputt gemacht. Du bist jetzt in deine große Saal gehen, oder? Ja. Zur Orientierung. Achso, die habe ich aufgemacht, oder was? Ja. Das ist sicher zum Glück. Zum Glück habe ich die aufgemacht. Ich hätte mich jetzt schon wieder verlaufen. Und das ist wieder ein Fenster. Ich verstehe. Ja, aber ich verstehe das Haus nicht. Ich würde so gerne nur. Oh, das ist das komische Pfeifding. Nein, das lassen wir. Das hat okay Musik zu machen. Sonst kriege ich wieder was an. So war, glaube ich, noch nie auf. Doch, da geht's hoch auf den Speicher. Da gehen wir hin. Nee, da war. Oh, da waren wir noch nicht. Ich guck erstmal unter die Treppe. Nicht, dass da Brückentroll ist. Ja, keine Ahnung. Man nennt ist sie. Ich noch nicht. Geht doch jetzt mal die Treppe da hoch. So, Treppe habe ich schon mal gesehen, ne? Aber glaube ich nicht die. Was haben wir hier? Artikel die Fabrik. Artikel vom 20. Mai 1906. Farbenfabrik Karl und Schmidt und Co. entgehen Konkurs. Das Berliner Unternehmen, das im Bereich der Produktion von chemischen Stoffen zur Anwendung in der Medizin und Industrie tätig ist, wurde durch die Einbringung privater Finanzmittel durch den firmeneigenen Karl von Schmidt vor dem Konkurs bewahrt. Investitionen durch Partner waren überraschend ausgeblieben, als die führenden Chemikanten der Karl von Schmidt und Co. durch einen Wuppertaler Konkurrenten abgeworben worden waren. Karl von Schmidt ist der Sohn des berühmten preußischen Generals Lothar von Schmidt. Die Einbringung privater Geldmittel bewahrt zunächst 350 Berliner Angestellte vor der Kündigung. Ob dies aber die Zukunft des Unternehmens sichern kann, bleibt fraglich. Ja, gehen wir mal einfach davon aus, dass der Zeitungsartikel so Schreibfehler hat. Ja, oh ja, habe ich noch gar nicht erzählt, gell? Wir spielen mit dem ersten Bugfix, wo rausgekommen ist. Der hat unter anderem gefixt und jetzt halte euch fest, ihr Leid. Moment, ich muss erstmal die Kiste wegziehen. Komme ich da dann dran? Kann ich die dann aufmachen? Der Bugfix. Na. Achso, Moment. Der Bugfix hat unter anderem gefixt. Ich mach's gerade spannend, ich weiß, tut mir leid. Ja, nee, da komme ich nicht dran. Alles klar, es ging nur darum, die Tür, Singular.
aufzumachen. Okay, doch Plural, weil es sind zwei. Ja, bleibst du auf? Okay, schnell durch. Der hat unter anderem gefixt, dass man, wo man letztens, was war das, Kapitel 1 oder so, wo wir an dem Morse-Dingsbums waren und haben Morsezeichen Zahl rausfinden sollen. Und ich habe 37, also 3 und 7 gehört. Und richtig war aber 2 und 7. Und ich denke mir so, hey, ich habe doch 100 Mal hier gehört, das war doch 37. Stellt sich raus, es war wohl wirklich die 37. Und das war wohl ein Fehler oder sowas, ein Bug irgendwie. Ja, macht nichts, ich habe es ja trotzdem hingekriegt. So, okay, okay, mal schon mal. Ja, da hinten ist wieder dunkel, sehe ich das richtig, ne? Nee, aber da hinten ist nicht viel zu gucken. Okay, also dir? Du hast eh zu. Ich will wieder hier alles abklappern vielleicht. Das ist wieder das Gespenster. Ja, bin ich doch nicht rausgekommen? Ja klar. So irgendwo geht's doch zu meinem Schlafzimmer. Was ist das doch eigentlich, weil dort doch gar nichts ist? So ist mein Schlafzimmer. Genau. Das ist mein Schlafzimmer. So, jetzt gucken wir noch mal. Pass auf. Okay. Moment. Wir gehen gleich ins Zimmer vom Bruder. Wir gucken erst noch, da fahren wir uns ein bisschen um. Gibt's nichts umzugucken. Ja, nee. Lass gut sein, alles klar. Okay, wir können also ins Schlafzimmer vom Bruder hingehen. Endlich. Ich guck mal gerade auf, Zura. Gemälde. Frühlingserwachen. Bett rechts einschlafen. 2:20. In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt. Was für beide? Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht. Nicht ganz. Das ist das komische. Ja. Handzettel, die Ausstellung. Die Künstlervereinigung Die Blaue Taube lädt ein. Berliner Leinwände, eine Ausstellung lokaler Künstler in Wort, Bild und Plastik. Im Café im Scheunenviertel, 30. Juli bis 15. September 1914. Da gibt es voll viel zu gucken. Vielleicht gehe ich mal da hin. Was ist das? Das ist einfach. Ah, Kerz, das ist schon mal gut. Da ist die dir zugestellt, ne? Das ist die, wo von meinem Zimmer rüberführt. Das ist sicher, ne? Und in den Ofen gucken. Okay, ich versuche hier ein bisschen systematisch vorzugehen. Was ist das? Die Muttersbaum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Einem verriet ich im Vertrauen ein Geheimnis, das ich weiß. Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen. Flügel wie Auferstehung. Augen wie selbst. Ist das also bei Gedichten bei euch so? Ihr hört Gedichte und sobald ihr merkt, es wird dann irgendwie so, wo du interpretieren musst, so, schaltet das Hirn einfach ab und denkt sich so, also, wann das vorgelesen kriege, ne? Schaltet mein Hirn sofort ab und dann so, bla bla bla. Und dann, de No, lese ich selber No. Aber wenn mir einer vorlässt, ich weiß nicht, vielleicht muss ich selber gelesen haben. Die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Sind das quasi mir. Wir sind zwei Brüder und wir gucken den Baum von der Mutter an. Also die Mutter hat wirklich einen Baum ohne Steh. Irgendjemand hat einfach ein Geheimnis verrot. Okay. Und der, wo das Geheimnis verrot hat, ist der Hüter. Und der hat den Mund wie Frühlingserwache. Ja, du mich auch. Alles klar. Alles klar, Johann. Erzähl du nur mal. Oh, das. Noch Bild. Gemälde der Garten. Das Bild erinnert dich an deine Kindertage. Sag mal, wer hat die Gemälde eigentlich gemalt? War ich das eigentlich?
Oder war das der Paul? Weil das waren, ich glaube, meine Taube. Bin ich mal ziemlich sicher. Wo ich halt die Taube da sehe. Die, wo dann der Vater genommen hat, um sein blödes Gas dort zu testen. So. Gucken wir da. Die Taube und der Krieg. Moment. Lieber Johannes, wenn der Krieg einmal vorbei ist, bekommen wir unsere Ausstellung. Und sie wird schöner denn je. Ich habe deine Skizzen für unsere Plakataktion zur Unterstützung unserer Soldaten bekommen. Christian wird sie auch lieben. Ich kann nicht abwarten, die Köpfe mit euch und Rudi zusammenzustecken. Es gibt so vieles, das ich euch erzählen will. So viele Eindrücke von dem Weg zur Front, aber bis dahin Briefe. Pass auf dich auf, Soldat. Sonst komme ich zu dir und flick dich zusammen. Sorry. Ich werde in den nächsten Tagen schon als Krankenschwester eingesetzt. Deine Theresa. Es muss... Moment. ...1914. Ich weiß nicht, ob das jetzt vorher oder nachher war. Also nachdem er schon im Krieg war. Aber 1914 und die Red A gefunden, wann der Krieg vorbei ist. Ja, komm, rennen sie rüber. Dann ergeben sich die und dann rennen sie wieder zurück. Ich glaube, die sind alle davon ausgegangen, dass der Krieg da ruckzuck gewonnen ist oder was und gut ist. Vater, du verstößt mich nicht wegen der Nacht auf dem Dachboden, sondern weil ich Dissident in dieser Familie bin. Wärst du deinem eigenen Vater einer gewesen, wäre Mutter viel erspart geblieben. Du bist allein einem Toten treu, ja. Ein Toter herrscht in diesem Haus. Sein Geist durchdringt es. Ich packe und ziehe bald aus. Dann bist du mich los. Eher ziehe ich in den Krieg, als in dieses verdammte Haus zurückzukehren. Johannes, Juli 1914. Was ist auf dem Dachboden? Okay. Ich glaube halt, die rede halt die ganze Zeit davon, dass ich, also der Johannes, die Bilder da gemalt hat. Ey, wo ist denn das an der Bild hier? Haben wir das mitgenommen? In der Nacht, in der du die beiden gesehen hast, hat er nicht gelächelt, die beiden. Ist das vielleicht die Theresa und der Rudi gewesen, wo ich die zwei gesehen habe, oder was? Frühlingserwache ist jo halt auch die ersten Gefühle und so, ne? Bist du da? Ist Annie schlafen? Ich hab was Blödes geträumt. Was ganz Böses. Ich will hier nicht weg. Niemals. Ich bin hier zu Hause. Tja, als Audiofile. Na klar, du bist immer noch wegen der Sache auf dem Dachboden. Ja, klar. Natürlich. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich alles. Geh. Verräter! Raus hier, du scheiß Verräter! Du willst mich fertig machen, weil ich es geschafft habe und du nicht! Los, los! Verreck doch! Was ist los? Eine Remotrattatsche. Geht mir nicht. Ich gehe jetzt auf die andere Seite an die Dose. Das Dose-Telefon. Okay, wir müssen auf alle Fälle nochmal den Aufzug benutzen und gucken, ob er diesmal vielleicht eine Ofen fährt. Ist es kaputt? Nur ist durch. Ist vielleicht gar nicht mein Zimmer. Aber die haben immer gesagt, dass das Zimmer der Iwe. Sind wir der Paul? Ich meine, das ganze Zimmer hier. Oh, das Buch ist neu.
Das ganze Zimmer hier ist mit Kriegsgedönse. Das ist in Paul sein Zimmer. Und desto über ist das Zimmer vom Johannes. Moment, erstmal das Buch da. Ja, vielleicht gehe ich mit Christian. In Amerika, da gilt Freiheit etwas. Nicht so wie hier. Aber so eine Überfahrt kostet viel Geld. Wie? Du willst mitkommen? Ich glaube nicht, dass das was für dich ist. Du kommst zu sehr nach Papa. Hey, jetzt werd doch nicht gleich sauer. Hey. Also das Zimmer ist definitiv von M, der sehr auf Dingens abfahrt, auf das ganze. Ach, das ist die Zinnsoldat. Ich habe gemeint, das ist die Lamparschdecke. Ja, ich weiß, dass ich das in der letzten Folge schon mal angeguckt habe. Kinderkram, du tust das Richtige. Ich spiele mit Paul? Dann wäre ich schon aber doch der General. Ne? Paul ist so dann mein jüngerer Bruder, der dann der General oder irgendwie Vorgesetzter von mir, wo ist von meiner Kompanie. Irgendwie. Das würde. Und der Johannes ist der rausgeschmissen wurde, beziehungsweise der aus dem Haus geflüchtet ist in die Griech und eigentlich mit dem Griech nichts zu tun hat. Und ich dachte mir, sind die ganze Zeit der Johannes, ey, das verwirrt mich voll, ey. Okay. Moment, war da was drin? Nee. Wir müssen dann einen Aufzug hoch. Der Aufzug hoch oder irgendwo ging es auch die Treppe hoch. Ich weiß nur nicht mehr wo. Wo man so ein bisschen hochgehen konnte und dann stand da, es ist versperrt oder so. Fahrstuhl zum Dachboden, der muss künstlich isoliert worden sein. Och nö. Ja, Moment. Der ist noch im Keller. Der Aufzug. Weil ich in der letzten Folge ohne gefallen bin. Gucken wir mal, ob der noch im Keller ist. Oh, warte mal. Bitte drauf. Nichts geschieht. Kann ich auch nicht hingehen. Das ist das Zimmer von der Mutter. Endlich wieder mit Licht. Okay. Guck weiter. Da dürfte eigentlich nichts Sinn. Da war ich schon 100 Mal gucken, die Briefe habe ich schon 100 Mal gelesen, da geht's zur Küche. Okay, ich gehe weiter da rüber. So viel Auswahl, wie es da weitergeht, habe ich da jetzt nicht. Was zu? Was zu, okay. Muss ich jetzt also wieder. Der Aufzug funktioniert ja nicht. Wieder hochgehe. Ich renne mal ein bisschen. So, und muss dann da über rumgehen. Dann so ja alles zu ist. So, okay. Alles zu. Muss ich mal reinkommen. Was mal probiere. So wieder runter zu gehen. Okay. Trapp, 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 trapp. So. Nein. Also, nee, ich mach das Klimperkasten-Ding nicht an. Die Tiere da haben mir aufgemacht. Da war mal weil. Da ging es nicht weiter. Oh shit. So. Was ist das da? Kackisches Telefon. Du kackisches Telefon. Wo bist du? Was zur Hölle? Hallo, Emil. Frau David. Eck, Albert.
Ich lasse jetzt mal durchschlafen. Weigand, Rudolf, Fassbender, Erich, Fromm, Franz, Hafner, Kaspar, Henning, Fritz, Möbler, Julius, Jürka, Otto, Iwerk, Klaus, Jansen, Karl, Katschik, Josef, Langenberg, Ludwig, Lohmann, Rudolf, Licht, Karl, Michalski, Richard, Neumann, Hermann, Naje, Karl, Pokora, Martin, Otto, Hubert, Retzlaff, Georg, Steht euch schon mal. Rosala, Richard, Schmied Hans, Anton, Schmied, Max, Wir sind schon bei von S. Schmidt, Johannes, Weber, Horst, Mein Bruder ist also definitiv tot. Von Schmidt Johannes. Die blaue Taube Berlin. In treuer Pflichterfüllung zum Schutze des Vaterlandes, dem Ruf zu den Fahnen folgend, erlitten nachstehende Mitglieder unseres Vereins als Mitkämpfer für Recht und Freiheit im Herbst 1914 den Heldentod. Theresa Gauweil, Autorin und Krankenschwester. Rudi Meier, Autor. Christian Mertens, Maler und Verkäufer. Konrad Bonhardt, Dichter und Buchhalter. Tief betrübt beklagen wir den Verlust unserer geliebten Mitglieder. Die blaue Taube wird Ihnen und Ihrem Werk ein ehrendes Andenken bewahren. Mögen Sie fern von der Heimat in fremder Erde sanft ruhen. Theresa, sag Stopp. Okay. Der Kaiser rief und alle kommen. Gott mit uns. Kamen. Beileidskarte Bruegel. Mein herzliches Beileid zum Verlust ihrer beiden Söhne. In Freundschaft. Die Frau Bruegel, die bei uns gearbeitet hat. Wo soll ich hingehen? Ist da noch auf von mir? Hab ich doch vorhin reingeguckt? Ich glaube ja. Oder? Das Spiel hat wieder noch. Geht's da weiter hoch. Sind alle weg. Ich gehe trotzdem weiter hoch. Was war jetzt das? Ja, ist mir schon klar, was es war. Ich probiere alle Tiere durch.
mich natürlich jetzt halt nicht. Scheiße. Okay. Also mein Plan ist immer noch auf den Dachboden zu kommen. Irgendwie. Hier auf. Junge. Was soll denn das? Da. Da ohne wieder einer. Das ist das Zimmer vom Großvater. Irgendwie bin ich irgendwo auf den Dachboden gekommen. War so eine Treppe, die raufgeführt hat, die war dann aber zu. Bist du eine Tür? Ja, aber zu. Will er mich nicht sehen? Wer will mich nicht sehen? So geht's. Oh, ist denn die Gewächshaustiere auf? Oh, cool. So war ich noch nicht gelaufen. Will ich zumindest mal drüber laufen. Das hat hier Jurassic Park Vibes. Ich weiß auch nicht. Also, ist das da, wo die hässliche Figur Cap da hängen? Ja, da hängen die komische Cap da überall dran. Weißt du, die Hörner und so. Ist der Brunnen? Ich will jetzt da aber eigentlich nicht runterhupsen. Nee, ich hupse. Okay. Ja, die Stickel. Ja, super gemacht, Junge. Okay. Ah, das ist ein Leder. Okay. Gut. Warte mal, warte. Ich kann die Leder verschieben. Ist das richtig? Ja, kann ich. Aber warum? Das bringt mir doch hier gar nichts. Außer, dass ich sie jetzt gerade... Also ich kann sie nicht in die Ecke schieben. Okay. Oh, das ist nicht so einfach, ihr Leid. Einfach weil... Man bewegt sich mit dem linken Stick. Und wenn man was festhebt, muss man mit dem linken Stick die Tier oder halt irgendwie Sache verschieben. Manchmal ist es aber auch der rechte Stick. So einfach, ihr Leid. So, okay. Rennt jetzt halt wieder zurück. Und geht jetzt mal die anderen Tieren hin. Moment. Was ist denn das da? Ich muss nochmal runter. Was denn, bin ich doch da rechts hingegangen? Ah. Moment, das kriegen wir hier. Ich gehe da nochmal runter. Ich hup's aber wieder. Geronimo! Oh, da konnte ich letztlich gar nicht hin, gell? Sag mal her, da war ich auch noch nicht drin. Noch ein Bild. Gemälde Auferstehung. 4. Du hast das Bild nie gemacht. Okay. Wer ist das? Gemälde selbst 8. Er blickt dich traurig an, als hätte er geahnt, was kommt. Also ist das wahrscheinlich der Johannes oder was? So, da habe ich das gesehen, gell? Das ist Telefon, das wird gleich bimmeln. Ich muss mich noch ein bisschen umgucken. Unter anderem möchte ich nämlich so nicht nennen. Nee, an der Brunnen. Okay. Hopp, wir gehen da raus. Wir gehen unten raus. Wir waren ja eh unten. Das war so klar, ne? Okay, wo? Ich
schätze mal, ich muss auf den Dachboden, damit es zum nächsten Kapitel weitergeht. Das ist mein Vater. Er. Okay, zur Hölle komme ich auf den... Wenn wir schon mal da sind, was er macht. Also entweder, wir probieren es jetzt, entweder wir gehen in den Keller. Also von in den Keller kommen wir so nicht in die. Doch, die ist zu. Okay, dann müssen wir da raus, dann nur links. Und dann da hinten irgendwo gleich wieder nur links. Da. So. Und jetzt gehen wir in den Keller und gucken, ob man mit dem Aufzug... Strom ist noch an. Mit dem Aufzug war da hinten. Gasmaske Klaus ist das am Kämmerchen. Und gucke, ob man mit dem Aufzug hochkommt. Hat nicht der Aufzug irgendwo? Das wäre das Telefon. Es ist irgendwie viel gruseliger, wenn man rennt, oder? Nichts geschieht, ja klar. So, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt halt klappt. Sicher, das ist das, was ich meine. Ich halte fest und jetzt träge ich den linken Stick zum Dingsbumse. Tut sich aber nichts. Ja, rechter war auch nicht, ne? Okay. Das haben wir ja das letzte schon probiert. Das ging ja nicht. Okay. Also Aufzug scheint wirklich kaputt zu sein. Wir müssen. Irgendwie bin ich zu Fuß raufgekommen. Irgendwie bin ich zu Fuß eine Treppe hochgelaufen. Na gut, gleich waren wir schon mal da sind, oder? Ne. Bin ich zu Fuß eine Treppe hochgelaufen. Die war irgendwo so im Eck, aber wo war die? Und dann konnte man oben quasi aufmachen. Und da stand aber halt, ja, es ist Verschluss oder irgendwie sowas halt. Aber wo war die Dir? Ich habe keine Ahnung. Ja, ein bisschen rumrennen und gucke. Ist das da Tür? Ja, verschlossen. Es ist halt so dunkel wieder hier. So. Okay. Also ich würde mal sagen, wir müssen auf alle Fälle höher. Wir waren da immer noch nicht geguckt, ne? Wir müssen auf alle Fälle höher. Und dann renne ich... Nein, da sind wir aber alle herkommen. Okay, alles klar, wir müssen höher. Dann nochmal gucken, ob wir irgendwie... Der Ibe war zu die dir, gell? Das war doch die Großvater. Was ist das? Da ist die Großvatertür. Ich gucke mich so noch ein bisschen um. Ne? Das ist das Großvaterzimmer, sag ich mal. Oder war das da hinten die Tür, wo ich dann hochgekommen bin? Ne? Aber da kommen wir jetzt halt nicht hin. Steht schon, der will nicht mit mir reden. Ich glaube sowieso, dass das ein Abort ist. Okay, da müssen wir auf alle Fälle nehmen. Ja, schon. Kann man nochmal hingucken. Kann man eh vergessen, ist eh alles Zusichte. Aber da steht was, ja bitte. Ja, das ist ja klar, okay. Da hinten waren wir noch nicht. Okay. Müssen wir wahrscheinlich ins Gewächshaus, dann runter und dann irgendwo hin. Ah, hier geht's weiter. Ah, da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Moment. 5. Oktober 1918. Ich gehe nicht auf den Dachboden. Schon das Heulen und Rumpeln ist mir unerträglich. Und der Gestank.
Okay. Wie war das? Hat die Mutter nicht was gesagt gehabt? Du musst dich schon nicht um ne kümmern. Es hieß doch aber, dass der Paul aber auch verletzt gestorben ist. Oder hat sie den nicht zurückgekriegt als zusammengenähtes irgendwas? Also nicht irgendwas, welcher einer schwer verletzt irgendwie so mit Bandage und alles, stelle ich mir das gerade vor. Und die Mutter musste sich drum kümmern und der Vater hat gesagt, nein, jetzt ist es doch nicht mehr mein Sohn. Nee, wir haben den Schlüssel lieber sie. Wo kann jetzt der Schlüssel sein? Wo kann der... Am Opa ohne war man noch nicht. Oder halt du. Ich weiß nicht. Gehen erstmal beim Opa gucken. Aber wir kommen zum Opa nicht runter, ne? Weil der hat doch irgendwo... Ulla... Das ist doch die Treppe, wo da eben verstellt ist, oder? Ja, klar. Okay. Wir gucken uns noch weiter hier um. Ach, guck mal da. Haben wir die ja schon gelesen? Mitteilung des Lazaretts unleserlich. Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Johannes von Schmidt lebt und als Kriegsversehrter aus dem Kriegsdienst entlassen wurde. Sein körperlicher Zustand machte vorerst eine langfristige ärztliche Betreuung in unserem Reservelazarett 3 zu Lübeck notwendig. Zur weiteren Pflege kann Ihr Sohn in 2 Wochen, 2.9.1918, in Ihre Obhut. Rest unleserlich. Also ist es doch der Johannes, der zurückkam. Sie haben meinen Johannes gefunden. Mein Herz zerspringt vor Glück. In Lübeck ist er schon. Ich habe sofort das große Zimmer unter dem Dach sauber gemacht, damit er es bequem hat. Ich werde Farben und Leinwände für ihn besorgen. Mein Johannes kommt heim. Hat es vielleicht jetzt getriggert, dass aufgeht? Aber ich habe immer noch keinen Schlüssel. Ja, das ist nicht gut. Sollen wir es nochmal probieren? Jetzt wissen wir, was da oben ist. Welche jetzt kann die dir aufgehen? Nach Videospiellogik. Scheiße. Okay, ich tue nochmal im Gewächshaus mich umgucken. Wenn notgedrungen müssen wir jetzt, jo. Ich weiß halt auch nicht, wo Gewächshaus. Wo könnte da ein Schlüssel leihen? Wir kommen mal wieder hoch mit dem Lader, das ist klar. Aber voll auf die Pflanze drauf. Voll auf die spitze Pflanze mit der Eier. Okay, wir suchen jetzt also einen Schlüssel. Ich habe überall geguckt, gescheit. Ist so nicht so, als würde man da überall durchrennen. Also normalerweise nicht. Jetzt renne ich halt schon ein bisschen. Ich gucke ja alles meist sehr genau an. Okay. Schlüssel. Wo zur Hölle kriege ich einen Schlüssel her? Ich mache jetzt hier mal ganz kurz Pause, das kriegen wir gar nicht mit. Ich gucke schnell nur, wo man den Schlüssel herkriegt, weil ich mir irre hier noch ewig in dem Haus rum. Warte mal, was ist denn das da vorne?
Der Brief habe ich noch nicht schon gelesen. Das ist die Injektionsspritze, ja. Auf der einen Seite will ich nicht nur lesen. Ich will jetzt aber halt auch nicht ewig in dem Haus rumirren, was ich jetzt gerade mache. Weiß. Okay, dann irren wir halt noch ewig in dem Haus rum. Gar nicht probiert, da rauszugehen, ne? Da steckt ja der Schlüssel von außen. Was macht denn da so Geräusch wie Strom? So. Das kommt schon von da irgendwo. Jetzt links von mir. Das könnte natürlich einfach die Lampe sein. Ob das der Ober-A ist. Leid, ich kann höchstens noch mal in mein Schlafzimmer gehen. Kennt ihr das? Ne? Ich habe ja mal gesagt, dass ich hier Pause trinken will und gucke, wo der Schlüssel ist. Dann entschied, dass ich doch noch ein bisschen rumgucke. Kennt ihr das, wenn man über den Punkt hinaus ist, wo man dann sagt, so, jetzt ist. Nee, hopp, ich mache jetzt hier ganz kurz Pause, das kriegen wir gar nicht mit. Und dann gucke ich schnell, wo der Schlüssel ist. Hopp, Moment. Da bin ich wieder. Ihr Leid, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Die Mutters Baum anschauen, sind verschieden und doch gleich. Einem verriet ich im Vertrauen ein Geheimnis, das ich weiß. Geheimnis. Der Hüter hat einen Mund, so wie Frühlingserwachen. Flügel wie Auferstehung, Augen wie selbst. Der Baum von der Mutter. Die Läder, die man verschieben kann. Die Läder, die man verschieben kann, ihr Leid. Da hängen die 3 Masken. Da habe ich auch vorhin noch gesagt, wieso hängen da so 3 Masken? Hängen doch da irgendwo rum, gell? Da hängen sie, die 3 Masken. Tito hat Herna. Wie auf dem Bild. Das ist die Lösung. So, einen Moment. Aller gut. Wo waren wir? Da oben ist Manuna. Wie. Falls ihr jetzt gerade gruselige Geräusche hören, das ist mal Katz. Und falls ihr irgendwelche Elefantenschrittgeräusche hören, das ist mal Freundin. So, versuch, ja, Quatsch, Lädt. Oh Gott, guck mal, jetzt gehen wir sogar die Läder runter. Ich gehe kaputt. Ich werde gehupst. Hopp. Mach hinne. Ich habe des Rätsels Lösung. Okay. Wir müssen. Der mit der. Ah, ja, stimmt, der hat gar keine Hände gehabt. Der hat Flichel gehabt, gell? Der mit der Flichel müssen wir. Kackding. Ja. So ungefähr. Noch ein bisschen. Wenn ich an Luft gucke und ziehe. Ja. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Aha. Okay, warte. Gemälde. 22, 4, 8. Hopp, komm, ist 22, 4, 8 gebe ich jetzt einfach in, ist mir doch scheißegal. So. Öffnen, schließen. Jesus. Oh, jetzt. Krass. Ey, sag mal, wieso haben die für jedes
Wieso ist denn da jetzt ein Mauszeiger überhaupt? Wo kommt denn der her? Keine Ahnung. Naja, wieso haben die für jedes Schloss eine andere Art, wie es zu bedienen ist? Naja, mir soll es egal sein. Okay. Dachbodenschlüssel. Du hast einen Schlüssel für den Dachboden gefunden. Ja, geil. Aller gut. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich an den Dachboden komme. Moment. Wie war das wieder? Nee, wir müssen da nur... Pass auf. Nein, ohne bleiben. So. So, festheben. Da nie ziehen. So. Da aufgehen. Mau. So. Ist dunkler wo oder was? So, jetzt aber flott hier. Junge. Gibt wieder Folge mit Überlänge hier. Okay. Wir rennen da hin. Wir gehen da noch. War das noch rechts? Nope. Okay. Wieder Verlauf, hey. Moment. Aber irgendwie so war das doch da. Ah ja, da. Haha. Ja, geil. Okay, ihr Leid. Die Folge neigt sich dem Ende zu, weil ich davon ausgehe, dass mir da jetzt halt aufmache. Ich hänge schon wieder fest. So große Glatz. So. Dass mir da jetzt halt aufmache. Und dann in die Schützegrabe geworfen wäre. Leden Sie mal hin ein bisschen. Aha, sicher? Und das alles gibt's Neue zu sehen. Das ist mal ein Cliffhanger. Ja, geiler Scheiß. Bis morgen.